Somech awer vielmals Merci, dats der kom si haut Moien. Wir wollten am Anfang profitéieren firch als Proposition de loi fir ze stellen, enke ze präsentéieren, die man am Mädlerstuer deposéiert hunn. Plattformarbech, dat Sujet, op dem man schon relativ lang drop schaffen, mit war fir allem lo während der Pandemie, wo dat auch immer méi an Trolle kommen ass, wo viel méi benutzt gin ass, wo auch Problematik filmmi bewusst gin ass. Und du wennst immer eben op Chambre des Salariés durchgangen, déi hier Proposition de loi geschrieben hat, die auch englisch ganz viel evaluiert das und ganz gut ist. Und so haben mir dann proposiert, die offiziell an der Chambre zu deposieren. Ich wollte eigentlich kurz aufhängen, zu rappelieren, was ist Plattformarbeit überhaupt? Also wir sprechen von einer Plattform als Digitalinfrastruktur, die einfach verschiedene Leute zusammenbringt oder verschiedene Gruppen von Leuten auf Verbindung setzt. Das ist eine Entreprise, die am Anfang selber ein Marché schafft, an dem sie zum einen die Leute, die ein Service anbieten und ein Service verkaufen, auf Verbindung setzt mit Personen oder Entreprisen, die die Service wollen kaufen. Allgemein, wenn ihr eine Plattform denkt ihr eigentlich immer verdeucht und Essenslieferation oder Taxis, Service. Aber das mittlerweile etwas, was an immens viele Gesellschaftsbereiche herangeht und auch immens viel ökonomisch oder immer mehr ökonomische Bereiche auch betrifft. Wir schwätzen für allem von zwei Sorten Plattformarbeit. Das ist ein Travail à la demande. Das ist eben, wie gesagt, das ist Uber, Deliveroo, heute zu Lützeburg, also für alle Weedly, Augusti. Das ist eben die Taxi-Service, die wir heute zu Lützeburg noch nicht tun, aber vor allem die Essenslieferation, die auch ganz gut gesagt, weil sie durch die Stadt laufen mit ihrem großen Rucksack, wo dann der Name von der Entreprise draufsteht. Heute zu Lützeburg, in der Stadt fahren sie ganz gerne mit dem Velo durch die Gegend, gesehen ich immer mehr oft. Und da, allein an dem Service halt zu Lützeburg wird geschaut, da sind die 2000 bis 2500 Leute angeschrieben sind. Und dann die zweite Sache, die auch noch von unserer Proposition de loi betroffen ist, war noch vielleicht ein bisschen nach mehr einen kleinen Ausmaß, das ist der Mikrotravail. Da gibt es so Plattformen wie Clickwork, Mechanical Turk. Zumindest der zweite, das funktioniert mal halt zu Lützeburg. Ich meine, das ist noch auf einem niedrigen Niveau. Da kann ich eben ganz unterschiedliche Services anbieten. Das können ganz hoch qualifizierte Arbeiter sein, wie zum Beispiel Programmiererin oder Projekte für Architektur oder so. Aber ganz oft ist es doch ganz niedrig qualifiziert oder penibel Arbeit wie Tweets löschen oder Videos taggen oder so Sachen. Das geht eben ganz viel auch über Plattformarbeit gemacht. Plattformarbeit ist ein Resultat von einer Entwicklung eigentlich von der Arbeitspolitik an den letzten Jahrzehnten mindestens. Und zum einen die Entwicklung, dass immer mehr on demand ist und immer mehr just in time. Und dadurch gibt es eben immens viel Flexibilisierung erwartet von den Unternehmen, aber dadurch eben auch von den Leuten, die die Arbeit machen. Und zum anderen also natürlich durch Konkurrenzen immens hohen Kostendruck entstanden, sodass immer mehr Unternehmen dezidieren, Outsourcing zu machen. Das war ganz lang, das war viel Freelance, das viel Interim, die Interimssporten, die Chasseurs an der Last wie Champignons aus dem Boden. Und Plattformarbeit, das ist eigentlich eine neue Etappe an der Entwicklung, wo eben noch mehr Kosten können gespart werden, dadurch, dass immens viel von der Arbeit oder von den Services von der Plattform noch durch Algorithmen gemacht werden. Algorithmen, die Leute darstellen, die Leute können rausgeheuern, die Leute gerieren. Voilà, das kann ich auf die eine Manier so eine Plattform habe ich das eine Weiterentwicklung vom Kapitalismus. Es gibt aber auch Autoren, die so das eigentlich ein Rückschritt. Mir gefällt das Bild immens gut vom Neofeudalismus, weil eigentlich sind Autoren, die so eine Plattform, die schaffen überhaupt keinen Mehrwert. Das heißt, die Plattform stellt eigentlich just Daten zur Verfügung, sie schafft keinen Mehrwert und sie möchte eigentlich just Benefis durch Ausbeutung von den Leuten. Aber wenn ich so eine Ausbeutung, dann so ein Stadt ziemlich bewusst. Die Plattformarbeit ist manchmal viel hier am Land noch wenig thematisiert, hat Gefühl von den Gewerkschaften, von der Chambre des Salariés, wird viel thematisiert. Ich meine, es sind viele Leute, die noch meinen,
Das sind Studenten oder Schüler, die das Nivelansch machen, für ein bisschen Taschengeld Nivelansch zu verdienen. Davon aufgesehen, dass auch Studenten an ihrem Studentenjob verdient hatten, dass sie anständige Arbeitskonditionen hatten. Das ist nicht Realität. Also es sind ganz viele Leute, von allem junge Männer, die aus der Migration, die hier migriert sind, und die keine anderen Chancen haben, um anderen Arbeitsmarkt, an die wirklich darüber angewiesen sind, und die das heute Vollzeit machen, und die wirklich ausgebeutet gehen. Ich gehe kurz auf Probleme von der Plattform an. Miriam wird ja noch mehr im Detail darüber gehen. Das Hauptproblem ist natürlich Scheinselbstständigkeit. Ich meine, da das auch schon viel thematisiert gehen. Mehr allgemein sind einfach die Leute an immens prekären Arbeitsverhältnissen. Also wir haben mit Leuten geschwärzt, die an dem Sektor arbeiten. Und die zählen uns von, dass am Ende des Monats sind sie 2.000 € brutto, ohne Steuern aufzuzählen. Und dann haben sie aber 7 Tage auf 7 geschafft, 60 bis 70 Stunden hoch. An die und dann natürlich keine Sozialversicherung. Das heißt, wenn sie krank sind, wenn sie ein Accident haben, so kein Congé, sie können von heute auf morgen gekündigt kriegen und sie sind null aufgesichert. Das heißt, für allem während der Pandemie sind auch höchstwahrscheinlich eine Reihe Leute mit Covid sind erste Leben gegangen, weil wenn sie es nicht gemacht haben, wenn sie stehen isoliert hatten, dann haben sie keine Söhne gekriegt. Das ist das eine. Das andere Problem ist, dass auch eine gewisse Entmenschlichung stattfindet, weil die Leute eigentlich keinen Kontakt mit realen Leuten von der Plattform. Also ganz vieles lebt, wie ich schon gesagt habe, über Algorithmen. Und für den Rest sind sie just digitaler Kontakt mit Leuten, die anonym sind, wo sie keine Firmen haben, die irgendwo auf der Welt können sitzen können, voilà, mit denen sie nie reellen Kontakt haben. Der letzte Punkt ist, dass bei den meisten Services immens stark überwacht geht. Also, wenn in ein Restaurant erste sicher geht, dann da sind vielleicht eine Viertelstunde frei und geht noch schnell auf die Tankstelle, auf die Toilette. Da kann es sein, dass ich schon kontaktiert wird von der Plattform und gesagt wird, du bist nicht mehr auf deinem Weg, wir haben das Kommando wasch mit seinen Nächsten. Also, das ist wirklich eine ganz penible Überwachung bei ganz vielen von den Plattformen. Voilà, und du bist mir der Meinung, dass das sich nicht auf ein paar ganz kleine Sektoren betrifft, mir dass es immer weiter auf viele Gesellschaftsbereiche herangeht, aber wie dass es ja auch eine gewisse Konkurrenz deloyal gibt, weil die Betriebe, die das wollen anständig machen und die nicht auf so Plattformen zurückgreifen, die haben natürlich auch mehr Kosten, sodass es riskiert, dass das noch viel mehr weit wird gehen. Und wir sind recht am Anfang von wirklich einer Explosion von der Plattform arbecht. Dass wir manchmal, wenn wir Lohn nicht dagegen steuern, dann haben wir wirklich das Risiko von einer Aushöhlung vom Arbeitsrecht, die immer mehr weit wird gehen. Aber genau da, wenn du eben als Proposition de loi déposé, dann da ging ich dann Miriam fortgehen, dass die wird proposiert. Merci, Carol. Ich meine, man Thomas ist schon auf ganz viele Punkte nachgegangen. Das liegt auf der Hand, dass man ein Gesetzesprojekt muss mehr für die Leute zu schützen. Ziel von unserer Proposition ist es eben für alle, die Fähigkeiten dort zu erbannen, für einfach zu erbannen, dass Leute an eine Scheinindependenzschaft gezwungen gehen, wo sie eigentlich just die Schuhe tun, an absolut kein Vierdeel haben, aber Plattformen und all der Vierdeel. Wir haben das Proposition de loi auch mit der CSL ausgeschafft, ich meine, Thomas hat das schon gesagt, weil sie haben den Know-how, was den ganzen arbeitsrechtlichen Volley ist, am Unit für über einem Jahr deposiert. Für wer das eine Ausbeutung, man hat das auch schon gesagt, die Prestataire sind absolut abhängig von den Plattformen. Sowohl was der Revenu angeht, was aber auch der ganze Recht okay, sie sind subordiniert, was eigentlich ein klassisches Salariatsverhältnis gleich könnte. Das ist also einfach tapfer Leute zu sagen, die Prestataire können frei entscheiden,
wieviel sie schaffen, wo sie schaffen, für welche Montant sie schaffen, und sie geben einfach komplementäre Revenu, vielleicht zu einer anderen Arbeit verdienen. Sie könnten das Taschen regelmäßig oder unregelmäßig überholen, das wäre egal. Das gesagt geht, sie schaffen 7 die auf 7, sie schaffen 6 Stunden die Woche, und sie kriegen nur knapp das Salärminimum, sie müssen TVA bezahlen, sie müssen alles bezahlen, was ein Independent muss leisten, und sie sind am Anfang halt nicht independent. Die Plattformen, die imposieren eigentlich Techt an Form von der Bezahlung. Sie müssen eng Uniform drohen, sie müssen irgendein Vehikel, wo sie Velo, ein Scooter, ein Auto. Sie kontrolliert ganz stark die Leute. En plus sind die Arbeitszeiten ganz fix, Trajekte ganz fix. An Kilometergeld wird doch nicht mehr bezahlt, zum Beispiel vom Restaurant bis bei den Klienten, und en plus wird wohl so bezahlt. Es gibt noch nicht den richtigen Kilometer, die richtige Kilometerunzahl wird überhaupt noch nicht bezahlt. Und en plus, wenn ihr etwas für könnt, verwirren sie ganz einfach der Person den Access auf die Plattform, das können schon gleich. Das heißt, wir sind halt absolut nicht am Independenzstatut, mehr Sinn an der Salariatswelt. Und da sollen sie auch als Salarié um Arbeitsrecht effektiv bezahlt gehen. Sie haben keine Sécurité sociale, das alles schon gesagt gehen. Sie haben kein Krankengeld, weil sie das schaffen, verdienen sie ganz einfach nicht. Sie müssen alles das machen, was ein Independent muss machen. Das ist, sie sind eigentlich Notdeler vom Independent, sie sind Notdeler von allem. An Plattform nutzt sie carrément aus, weil Plattform sieht einfach die 3 Stunden an der Mittagsstunde oder die 3 Stunden Uwes, wo wir viel Leid brauchen für zu liefern, da schöpfen wir aus dem Vollen. A fir de Recht mir nicht wie man den Leute zu dienen. Weil muss ihr wissen, Plattformen hun auch Salarieren. Mit die setzen sie dann die Zeiten an, wo es nicht lukrativ genug ist für andere, das ist von gut nicht zu verdienen wird. Da setzen sie ihre Salarien dran. Auf den Rest greifen sie dann auf die Pseudo-Independenten aus. Also wie visieren wir an unserer Proposition de loi, das sind alle gute Arbeiter von den digitalen Plattformen. Man Thomas auch schon darüber angegangen, das sind die à la demande, wie Deliveroo, Readly, an Mikrotravail, Mechanical Turk zum Beispiel, das ist dann die Digitalplattformen. Wir sagen, dass die Präsumption de Contrat de Travail ist erfüllt bei denen Leute. An Plattform als die den Gegenteil muss beweisen. Die muss eigentlich beweisen, dass sie mit Independence schaffen und das nicht umgedreht. Kriterien, sie gehen, wir haben an unserer Proposition de loi ein ganz rich Kriterien umgehen, an mir suchen, wenn ein davon erfüllt ist, was der Salarié. An Plattform muss beweisen, dass der kein Salarié ist. Aber wenn da 3 davon erfüllt gehen, dann bist du sowieso, dann bist du am Contrat de Travail, den hast etabliert, kann nicht mehr von der Plattform wieder löscht gehen. Als Kriterien weisen, dass für alle Plattformen zu Lützeburg eigentlich die Präsumption de Travail besteht, an den Vertrag eigentlich besteht. Wichtig ist für uns, dass das auch ganz leicht, aber ein ganz einfach Weise zu überprüfen ist. Ohne tiefgehende Analysen an langwierigen Prozessen. Beim Livreur, den zum Beispiel die Arbeitszeiten und Remuneration, das sind schon 2 Kriterien, die sind klar. Wir fanden noch, dass ein Arbeitsutil von der Plattform ist gestaltet gehen, zum Beispiel ein Auto oder der Velo, der Arbeitsplatz, die müsst ja zu Lützeburg sein, das ist ja klar, wenn ihn ausliefert, als ihn zu Lützeburg, aber wenn ihn aber digital schafft für einen Patron, den er zu Lützeburg etabliert ist, dann muss auch zu Lützeburg das Arbeitsrecht spielen. Und dann ist es doch egal, ob ihn in Indien, in der Türkei oder wo er sitzt, es muss laut Arbeitsrecht von diesem Land bezahlt gehen. Wir so muss das Salariés-Statut sein, das heißt, der Arbeitskontrakt muss bestehen, mit den festen Arbeitsplätzen, Auerzeiten, an eben plattformspezifische Dispositionen. Es muss eine Evaluation an eine Klassifikation von den Prestationen muss auch stattfinden. An Personaldelegierten müssten hier Rechte eigentlich auch gesichert kriegen. Was hat die Regierung bislang gemacht? Mit der Regierung mengen wir, die werden einfach auf Direktiv von der EU. Wir haben nämlich am Mai 2020 als Proposition de loi ergeben, die Leute am Tierrang. Wir haben nach keiner wie kriegt, sie also noch nicht auf den Ordre du jour von der Zuständigen Travailskommission gesagt gehen, ob schon wir am Januar ugefroht haben, für die können auf den Ordre du jour gesetzt gehen. Den Arbeitsminister, wie ich schon gesagt habe, seht, er gibt ein Projekt de loi schaffen. Und wir, wie gesagt, wir spekulieren darauf, dass die Direktive von Brüssel ist, die Instanz wäre. Das ist vom Kommissar Nicolas Schmidt. Ob die Instanz wie geschickt gehen, und sie hat ganz viele Kritiken
an der EU iwwer Gewerkschaftsföderationen missen iwwer ze Jago lose, weil se einfach ze lasch, ze fluas. Sie kann ganz gut im Gange gehen an de Kontinu as nach méi verwässert gin, weil ursprünglich hätte missen 2 vu 5 Kriterien missen gigi sinn fir dat et Salarie gi lo sind schon 3 vu 5. Dat heißt, sie gëtt na méi verwässert. De EU-Parlament deelt die direktiv och net, sie wie het gerne méi de Schutz vun den Erbeter. An Logel eben de Conseil aufzuwerden, an als Regierung als laut Presseinformationen auch für méi eng Stärkregulierung zu unterstützen. Ja. Mi als Konklusion als fir Wert als Regierung dat doen of. Wie gesot, den Erbesminister kennt ganz schnell legiferieren, misst schnell legiferieren, soll net op die EU-Direktiv werden, weil het riskiert han der Werdungen vun den Gewerkschaften zu bleiben. Eisentext mcht dat ze schon net. Et stinkt dem Erbesminister ganz gut zu Gesicht, den als den Tierrang zu holen, an der Kommission op eiser Proposition de Loi zu schaffen, weil die as fertig. Du kennt den punktuell, kennt den aufpassen, an dat geif notfalls auch ganz schnell goen. Mehr Fährten, wie dat lo schon so lang alles am Tierrang leiit an neicht geschiet, mehr Fährten, dat het neicht bis no de Welle gëtt an dat 2024 eng Proposition de Loi werd gestimmt gin an der Chambre, dat einfach viel zu lang, dat schlief ze lang. Wéi gesot mé hunn als Proposition de Loi 8001 vum 4. Mai 2022 sie leiden dech a mir froen eis op wirklichsche politische Wëllen do ass fir Appppes ze ma oder ob man dat wirklich wëllen lob die lang Bank schieben bis no de Wahlen. Voilà.